des Jahres vor 50 Jahren, da wurde für Bayern ein Wunder wahr. Der Sepp ist in München geboren und gleich in ein Wollbett gelegt worden. Ein deutscher Mann friert nicht, das hat er sich gesagt, hat ihn auch manches ein bisschen geplant. Na bravo, hab ich heute Glück, bleib locker und schau nicht zurück. Hau nein, ein bisschen was geht euch bei. Hau nein, ein bisschen was geht euch bei. München nach Waging und auch wieder zurück, zum Fischen und Amper nach Fürstenfeldbruck. Ein Bier mit viel Schaum hinterher, ein Händel dazu liegt er sehr. Am Tennisspielen hat er ganz sichtlich sein Spaß, beim Skifahren im Winter ist meistens recht nass. Dieser Mal nicht so gut drauf, dann bauten sein Spruch wieder auf. Hau nein, ein bisschen was geht euch bei. Hau nein, ein bisschen was geht euch bei. Als Bauherr, da war der Sepp narrisch schnell und zaubert ein Heisel sich im grünen Zelt mit traumhafter Küche ganz in weiß. Da wird nicht nur das Ganze schnell heiß. Beim Feiern, da hat er die Nosen gern voll. Sein Power bis heut hat er niemals verloren. Sei mir nicht bess oder was? Red nicht, mach einfach was los. Hau nein, ein bisschen was geht euch bei. Hau nein, ein bisschen was geht euch bei. Hau nein, ein bisschen was geht euch bei. Ja, servus, Sepp, ich bin's, der Ronald. Ja. Du, stell dir vor, was ich gerade gehört habe, du hast nicht Fernsehen geschaut. Jetzt dürfen nächstes Jahr die Frauen keine Miniröcke mehr anziehen. Was? Ja. Die dürfen nur noch Hosenröcke tragen, müssen ganz flache Schuhe tragen, keine Seidenstrümpfe mehr anziehen, keine Strapse dürfen sie mehr anziehen, nur noch anliegende Haare, ganz so wie richtige Schnittlaucher, verstehst? Das schaut doch furchtbar aus. Was sagst denn du da dazu? Super, gell? Jetzt haben sie wieder beschlossen in der EG, dass ab nächstes Jahr, und noch dazu der bayerische Premierminister, dass man nächstes Jahr nur noch Bier ohne Schaum trinken darf. Und so auch warm, das auch noch dazu. Ja? Nicht mehr kalt, gar nichts mehr. Das ist ja furchtbar, oder? Was meinst denn du dazu? Du bist selber schuld. Ja, Sepp, grüß dich. Der Linz ist da. Ich habe irgendwie gehört, verstehst du, dass du deine Geburtstagsfeiern da pausenlos verlegen willst und so, weil da permanent so eine Lappalien passieren da draußen an der Amper beim Fischen. Sagen wir, da machen sie die Angeln selbstständig mit den Fisch und jetzt ich weiß nicht, ob du das weißt, da haben sie jetzt einen Abschleppdienst eingerichtet für herrenlose Angeln. Was? Die werden dann von den Hechten, das sind dressierte Viecher, die werden dann abgegeben am Fundbüro. Wo in München?
Und wenn du deinen Onkel wieder haben willst, weil die ist ja abgehauen und so, mei, erwischt hast du das eh nicht mehr, weißt du selber. Wie schaut das aus? Die Suchdienstmeldung, die musst du beim Zirkus Krone machen. Also die haben extra ausgeschrieben, da ist also Anmeldung bis um 11 Uhr morgen. Du musst hinfahren, dass das, weil sonst kannst du deinen Onkel vergessen. Das sage ich dir gleich, oder was meinst du? Jeder, egal, irgendwann ist immer kommen. Dann wenn es zum Teil noch geht, weißt du, der will geht, der will geht, der will geht. Jetzt gibt es halt aber gar nichts. Dann haben wir die Rechnung nicht bezahlt. Sepp, grüß dich, wenn's der Franz. Ja, Franz Passau. Und alles klar, oder? Du, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, in der Presse stellt mal vor, was die machen wollen. Diese Zwischenmahlzeiten, weißt du schon, mal da ein Würstchen essen oder da mal ein halbes Händel oder da mal bei wem Teller reingelangen, das probieren. Das soll alles abgeschafft werden, sagst du dazu, Schweinerei, oder? Ich habe jetzt reißen können. Und in Zukunft ist es bloß noch einmal am Tag also eine Mahlzeit, das soll also eine Breiform sein, wo so biologische Anbausachen und die müssen wir in Zukunft essen. Ja, nicht gut, oder? Bis später. Ciao, dabei. Ja, servus Sepp, hier ist der Michi. Du, jetzt war ich ja gerade beim Ausliefern in Waging bei einem Kunden. Dann habe ich ihm die Betten gebracht, verstehst du? Auf einmal kommt der Stammkunde rüber, klopft da an der Wohnwagentür, sagt er, du Mensch, hast du auch die Betten bestellt von dem? Sagt er, ja, freilich. Du, sagt er, ja, ich hab's da schon in Waging gehabt, vor 2-3 Jahren, bin voll begeistert. Sagt er, hat's aber schon 3 Jahre, liegt drinnen und alles Mögliche, hat aber noch keinen Pfennig gezahlt. Ganz normal. Geht rein und gibt es noch glatt zu, dass er noch keinen Pfennig gezahlt hat. Nachher sagt er, das ist bestimmt eine solide und eine großzügige Firma. Ich glaube, dass die mit Sicherheit kein Geld nicht wollen und nichts. Weil das, wenn das ist, nachher gehe ich nächstes Jahr wieder hin und bestelle mir nochmal ein paar Betten, verstehst du? Weil die verlangen ja nie was dafür. Alles klar, okay. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Josef, zum Geburtstag viel Glück. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wo ist es am schönsten auf unserer Welt? Im Bett. Wo ist, wo es den Menschen am besten gefällt? Im Bett. Wo wird man geboren? Wo endet das Sein? Wo geht man schwer raus, aber leicht wieder rein? Ins Bett, ins Bett, ins Bett. Ein Unglück, weiß, wenn man's nicht hätt. Wo findet man Platz ohne Mühe und Gerauch? Im Bett. Wo steigt einem niemand aufs Hühnerhaut drauf? Im Bett. Wo ist kein Verkehrssignal noch im Gebrauch? Wo fährt kein Mercedes dir über den Bauch? Im Bett, im Bett, im Bett. Ja, da hat man fast mehr als Bett.
braucht man nicht viel tun und sehr viel Verstand im Bett. So ist man im Nachthimmel schon sehr elegant im Bett. Wo pfeift man auf Schneider und auf den Friseur? Wo ist ein Toilettfehler auch kein Malheur? Im Bett, im Bett, im Bett. Ja, da schaut man nicht aufs Etikett. Wo streitet man oft, das erzittert das Haus im Bett? Wo stöhnt man sich aber nachher wieder aus im Bett? Wo gibt es kein Pokern und kein Hasardieren? Wo kann man getrost seine Hosen verlieren? Im Bett, im Bett, im Bett. Und da spielt man niemals Roulette. Wo endet doch meistens so ein Rendezvous? Im Bett. Wo werden zwei Menschen fast immer per Du? Im Bett. Wo hat man bis heute Maschinen nicht gern? Wo ist doch die alte Methode modern? Im Bett, im Bett, im Bett. Drum lieben wir's von A bis Z. Ja, drum lieben wir's von A bis Z. Bei uns im schönen Bayern laufen Pressen umeinander. Die sind im Allgemeinen als nette Leute bekannt. Und liegt mal einer unterm Tisch, weil er zu viel getrunken hat, dann macht man keine Affäre draus, wir steinen wieder grad. Weil wir haben unseren Wahlspruch, wir kannst den anders sehen. Und wo was los ist, das ist klar, da sind wir gleich dabei. Wir sind stärker wie die Stier. Wir sind stärker wie die Bahn, weil wir echte Bayern sind. Wir sind stärker wie die Stier. Wir sind stärker wie die Bahn, weil wir echte Bayern sind. Bei uns gibt's keine Sorgen und uns geht's immer gut. Die Musi und die Gaudi, die liegen bei uns im Blut. Saubere, fesche Mädeln, was kannst denn Schöneres geben? Eine frische Maß vom Fassel, ja, das ist unser Leben. Weil wir haben unseren Wahlspruch, wie kannst den anders sehen? Und wo was los ist, das ist klar, da sind wir gleich dabei. Wir sind stärker wie die Stier. Wir sind stärker wie die Bahn, weil wir echte Bayern sind. Wir sind stärker wie die Stier. Wir sind stärker wie die Bahn, weil wir echte Bayern sind. In unserem Land ist was los und machst Lichter aus. Dann ist es für uns noch viel zu früh zum Heimgehen, wir bleiben aus. Den für einen echten Bayern, da ist die größte Freude. Zum Fenster nicht darf in der Nacht zu seinen Weiberlein. Weil wir haben unseren Wahlspruch, wir kannst den anders sehen. Und wo was los ist, das ist klar, da sind wir gleich dabei. Wir sind stärker wie die Stier. Wir sind stärker wie die Bahn, weil wir echte Bayern sind. Wir